Der liebe alte Samichlaus als bösartiger Brandstifter. Bis vor kurzem noch undenkbar. Aber je länger, je mehr erhärtet sich unser Verdacht gegen ihn. Es hilft dem Eindruck auch sicher nicht, dass er immer schmuddeliger wird. Sein Bart hat strahlende Weiss verloren. Er ist mittlerweile eher gelblich. Und seine roten Hemper haben auch eher einen brünlichen Touch. Es sieht sogar ein bisschen aus wie oxidiertes Blut. Aber an so etwas wollen wir alle gar nicht zu fest denken. Er ist immer noch auf der nächtlichen Patrouille dabei, immer noch als Schlusslicht. Und jede Nacht verschwindet er urplötzlich. Ich habe selten so etwas Unheimliches gesehen wie die flackernden Kreuze auf dem Friedhof. Das ist doch Teufelswerk! Und ich glaube, ich weiss jetzt eindeutig, wer der Diener vom Teufel ist. Erzähl, wer? Der Samichlaus. Ich habe ihn gesehen zwischen den Gräben durchstrielen, kurz bevor unsere Aufmerksamkeit auf das erste brennende Kreuz gelenkt wurde. Was? Oh, den knüpfe ich mir vor. Wer meint er eigentlich, wer er ist? Los, mir noch! Wir gehen jetzt gerade auf direktem Weg zu ihm. Nehmt eure Waffen mit! Wo wir beim kleinen Haus am Dorfrand ankommen, fällt uns sofort auf, dass das Haus genauso verlottert aussieht wie der Samichlaus mittlerweile. Der Verbutz blättert ab, das Strohdach wirkt modrig und der einst hübsche Garten ist völlig verwuchert. Unsere Gruppe steht wie angewurzelt vor dem wurmstichigen Gartentürli. So ganz zu Ende haben wir an unsere Aktion offensichtlich nicht gedacht. Aber wenn wir schon da stehen, können wir ja zumindest mal einen Blick auf den Briefkasten werfen und herausfinden, wie der Samichlaus jetzt wirklich heisst. Ruprecht Schmutz und Familie können wir auf dem kaum leserlichen Schild erkennen. Tatsächlich hat keiner von uns den Namen je gehört, geschweige denn gewusst, dass er scheinbar mal eine Familie hatte. Bevor wir uns aber in Erinnerungen verlieren, macht der erste von uns quietschend das Türchen auf. Er läuft schnurstracks zu der Haustür und klopft energisch. Dina regt sich nichts und die Tür bleibt verschlossen. Ein anderer versucht durchs Fenster einen Blick ins Innere zu erhaschen. Leck ist das dreckig. Ich sehe absolut nichts. Und Licht brennt auch keins. Wo ist echt der Kerli? Vielleicht ist er im Stall bei seinem Esel. Ich gehe mal schauen. Gute Idee. Vielleicht können wir so schnell den Esel entführen und ihn so aus der Reserve locken. Für das kommen wir zu spät. Wow, Scheibe! Da liegt nur noch ein Skelett. Wie lange ist echt das schon her? Und schaut, auch da liegen Tannenzapfen in Pentagrammform. Jetzt, wo du sagst, fällt mir auf, dass die Pentagramme überall dort auftaucht sind, wo es später gebrannt hat. Ja, aber sein armer Esel hat er ja offenbar nicht angezündet. Ich sehe nichts von Holz. So oder so. Wir müssen in den nächsten Nächten unsere Präsenz auf die Orte fokussieren, wo die Tannenzapfen platziert worden sind und bisher noch nichts passiert ist. Genau. Für das langen aber unsere Bürgerwehr nicht. Wir brauchen jeden Einzelnen aus dem Dorf. Kein bisschen gescheiter, wo der Samichlaus ist, was mit dem Eseli passiert ist und was wir denn eigentlich machen würden, wenn wir ihn verwutschen, treffen wir uns am Abend wieder am Dorfbrunnen für die Patrouille. Aber die jetzige Bürgerwehr gleicht inzwischen eher einem aufgescheuchten Haufen Hühner als einer organisierten Bewegung. Alle sind paranoid und schauen ständig über ihre Schultern. Die Nerven liegen blank. Leute schnauzen sich gegenseitig an, niemand hört mehr auf den anderen. Wahrscheinlich hat jeder von uns mittlerweile die Hoffnung verloren, dass wir unser geliebtes Dorf noch retten können. Zu viel ist schon verloren gegangen. Zu viel Einsatz geleistet worden, der doch nichts gebracht hat. Und ob es wirklich der Samichlaus ist, der das alles veranstaltet? Ganz ehrlich, beweisen können wir das nicht. Unsere verzweifelten Versuche, die Brände zu verhindern, gleichen an einer Hexenjagd. Vielleicht ist es das ja auch. Es brennt! Alles brennt! Oh Gott! Es sind Tannenzapfen! Sie wirken wie Zunder! Das Pentagramm! Sie brennen! Hexenwerk! Der Teufel kommt uns holen! Ich spür's! Schluss mit dem Aberglauben! Wir brauchen mehr Wasser! In heller Panik stäuben alle auseinander. Jeder in eine andere Richtung. Keiner hat einen Plan, nur sehr viel Angst. Alle unsere Waffen bringen nichts mehr. Viele von denen fangen sogar Feuer und machen alles nur noch schlimmer. So ohne irgendein Löschkonzept und mit unbändiger Furcht steht bald das ganze Dorf in Flammen. Hektisches Geschrei durchbricht die Stille der Nacht in dem entlegenen Ort auf der Welt. Nur noch Knistern, Knacken und Rufen sind zu hören. Auch wenn sich der immer dichter werdende Rauch alle Mühe gibt, die Töne im Keim zu ersticken. Nur einer ist ganz ruhig. Dort oben am Waldrand steht er. Seine Kleidung verlumpet und dunkelbraun.
sein Bart kohlenschwarz. Das Flackern vom Feuer spiegelt sich in seinen unergründlichen Augen. Wo der Rauch langsam den Blick aufs Dorf verhindert, nimmt er seinen grossen Jutesack und die Rute und verschwindet langsam ins Dickicht vom Wald. Bald zeugt nichts mehr davon, dass der Ruprecht Schmutz jemals existiert hat.